Goedemorgen allen. Het is een goede gelegenheid hier waar terug te komen en gemeenschap hebben met God en zijn wat God voor ons heeft van ons morgens. God leert me wat een hart met te delen en ik voel me er echt in dat ik genoeg wist ervan, maar ik was de God, dat de Heer me dan wat als ik hier onder touw. En veel zijn nog gereden, Hendrik Wieb hier van het Tjaas. Wanneer vroeger maar het Tjaas hadden, de bruid zei, de brigom zei eerst ja, maar dan weer het nog niet vorig. Wanneer de bruid eerst ja zei, dan weer het vorig, dan weer in de taub, dan weer in de eind. En we hadden een himmlische brigom en hij heeft vol joy gezegd te ons. En so, wanneer we ook ja zijn, dan zijn we eind met hem. Dan zijn we verzeind met hem. En wanneer een man in de vroeg zich bevrijen deed, en van den dag wat die kaas gaan, dan leven ze taub. Maar ons himmlische brigom, die is niet hier, die is terug in den Himmel gefahren. En we zijn hier op deze wereld, we leven hier. So, en dat zullen we dan leren dan. En hij wordt een dag komen, dat is wat de Bijbel ons zeggen dat. Jezus Christus wordt een dag komen. En ik wil 2 versen lezen zum Anfang, 1. Thessalonicher 4, vers 16 en 18. En die in de Bijbel in hand, jij doet hangen en dan wil ik die beide versen lezen. 1. Thessalonicher 4, vers 16 en 18. Du zegt het staat, de Heer die wordt zelfs van Himmel raufkomen en luid zeggen wat passieren zal. De höchste Engel wordt roepen en God zijn persoon wordt gebloed worden. Dan worden die in Glauben an Jesus, an Christus seilig gestorben sind, zu ihr abstunden. Dan wo wir, die du leben en gebleven sind, tegelijk met hem op de wolken metgenomen worden. En aan zijn Herrn begegnen, en dan waar we immer bij hem zijn. Dan in 18 vers zegt Paulus, met deze weer treist sind miteinander. En dat is wat de Bijbel ons zegt, dat in dat Oude Testament, dat wijst du op dat de Messias komen wordt. En als de rechte tijd is geweest, dan komt Jezus Christus in deze wereld aan. Hij wordt geboren. En de Bijbel zegt ons ook, in de ganze Bijbel wijst du op aan, besonders van het Nieuwe Testament, dat Jezus Christus wordt een dag komen. En wanneer die rechte tijd is wat hier zijn, dan wordt hij komen. En waarom wordt hij komen? Waarom kwam hij het eerste Mal? Of waarom zal ons dat wichtig zijn dat hij wordt komen? En dat zijn dingen waar ik wel naar checken. Wat hij deed, als hij het eerste Mal kwam en wat hij wordt doen en wat hij wordt komen en wanneer hij wordt komen en zo wieder. So, eerstens wil ik maar checken wat Jezus deed als hij het eerste Mal kwam. Als hij het eerste Mal in deze wereld komen deed. Dus Jezus zegt van zichzelf in Lukas 19, vers 10, willst die Menschen sehen, als die kommen, die zu segnen und seilig zu merken, die verloren sind. In 1. Timotheus 1, vers 18, da sagt Paulus, dort ist eine Wahrheit, die voll anzunehmen und zu leben ist, dass Christus Jesus in diese Welt hineingekommen ist, die Sünder seilig zu merken. Und dort ist waarom hij kwam, en dat is wat hij deed als hij het eerste Mal hier kwam. Hij kwam zijn leven te geven, dat we als Sündige Menschen können seilig worden, dat we kunnen het eeuwige leven hebben. En dat we waar kunnen met God gemeenschap hebben. En Römer 3, vers 23 zegt dat we hebben alle gesündigt, dat is keiner uitgeloten.
Und wenn wir alle gesindig haben, was sagt das, was der Lohn für die Sinn ist? In Römer 6, Vers 23 sagt das, der Lohn, der die Sinn tut, der Lohn, den der Sinn tut, ist der Tod. So, wenn wir gesindig haben, der Lohn für die Sinn ist der Tod. In Römer 4, Vers 12 sagt Paulus, so ist durch einen Mensch der Sinn in die Welt hineingekommen, nennt und durch die Sinn der Tod, so hat sich der Tod über alle Menschen gespreit, weil sie alle sünden. So, das zeigt uns hier, dass wir uns alle vereint verloren zu gehen. Das hört sich nicht so erscheinen, aber das ist, so ist das erst. Wir sind alle von Adam gekommen und so, durch das Heilsünden, dadurch sind wir alle in Sünde gefallen. Und wir sind alle sündig, das ist keiner ausgelöst. Und der Lohn für die Sünde ist der Tod. So, das meint, dass wir haben uns verdient, ewig verloren zu gehen. Das hört sich ganz vielleicht nicht so erscheinen, aber Gott will nicht, dass einer soll verloren gehen. Keiner von uns soll verloren gehen. Gott, der leidet uns. Er will uns raten, von ewig verloren zu gehen. Jetzt, dass wir es nicht sehen wollen, dass irgendwer soll verloren gehen. Gott hat keinen Gefallen an den Sinne des Tod. In Ezekiel 18, Vers 23 sagt Gott, meinst du mir gefällt das, dass ein Mensch mit für seine Sinn stirbt? Und er sagt, nee. Und ich will viel lieber, dass er mit der Beise abhielt und dass er am Leben bleiben wird. So Gott will nicht haben, dass irgendwer soll verloren gehen. Und das zeichnet sich wieder in Hebräer 9, Vers 28. So war Christus einmal die Abfahrt, um viele Menschen ihre Sünden wegzunehmen. So, Jesus kam aus Sinnopfer, Gott schickt man aus den Sinnopfern dieser Welt nehmen, für unsere Sünden, dass wir dadurch können seilig werden. In 1. Petrus 3,18, da sagt Petrus, weil Christus starb, auch einmal für all unsere Sünden, für all uns Sünder. Der Gerechte für die Ungerechte, dort er uns mit Gott bringen kann. Gott schickt seinen Sehen in der Welt an, dass er uns können mit allem versöhnen. Wir sind alle an den eigenen Weg gegangen. Die Bibel sagt, wir sind alle auf ihren Weg gegangen. Und er schickt seinen Sehen, dass wir können versöhnt werden mit allem, dass er können mit uns Gemeinschaft haben. Und das wird Gott uns merken. Er schafft uns, er will Gemeinschaft haben mit den Menschen. Weil wir uns dort gebrechen, schickt er seinen einzigen Sehen, dass er uns bringen mit allem. Und wenn wir uns vertrauen auf Jesus Christus sagen, dann rat er uns. Und darf uns das ewige Leben. Dort wird Jesus dass er das erste Mal kommen wird. Er kam sein Leben zu geben für mich und für die, dass wir das ewige Leben haben, so dass wenn er kommen wird, dass wir mit angehen und dann immer bei ihm sein. Das ist, was Jesus dass er das erste Mal kommen wird. Und dann zweitens, warum wird Jesus kommen? Oder was wird er tun, wenn er kommt? Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 2 und 3, sagt er, in meinem Vater sind Haus sind viele Wohnungen, wenn dort nicht so wäre, wo ich gesagt haben, ich gehe also hin, die steht recht zu merken, und wenn ich hingehe, steht für ihn recht zu merken, wo ich zurückkomme. Und die ich durchnehmen, dass die durch sind, wo ich sehe. So das wird Jesus zu seinen Jüngern sagt, das wird er tun, wenn er weiterkommt. Und da sind noch mehr Dinge, was er wird tun. Er wird kommen, die nur sich zu nehmen, was an ihm bleiben, und die zu belohnen, was sein Vater sein Willen tun. Das sind zwei Dinge, was er wird tun, wenn er kommt. Jesus wird kommen, die mitzunehmen und die zu belohnen, was an ihm bleiben. In Römer 2, Vers 6 und 7, da sagt Paulus, da sagt, dort wird
die wordt een iederen doen belonen, als wat zijn werken die waar zijn. Die door geduldig en uithoudend God zijn willen doen, in eer en heiligheid en eeuwig leven zoeken, wordt hij dat geven. En dan in 2 Korinther 4 vers 10 zegt Paulus, wie moet in alle vertisten zijn rechterstel komen, dat een ieder zijn loon krijgt voor wat hij in dit leven gedaan heeft, of goed of slecht. So we worden beloond worden, voor wat immer we gedaan hebben. Wie goed het gedaan hebben, of slecht het doen, wat hij ons beloont. Maar dat meint niet dat we ons dat eeuwige leven verdienen kunnen met goed doen. Paulus sagt in Epheser 2 vers 10, der sagt, erstens sagt er, wir sind durch Not geraten, das ist nicht gut wirken. Aber in Vers 10 sagt er, Gott hat uns an einen Verstand versagt, dass wir kein gute Worten tun. So Herr hat uns geraten, gute Worten tun. Und das soll wir tun. Und für die gute Worten tun, was wir in das Leben tun, dafür wird er uns belohnen. Und dann in 2. Thessalonicher 1 Vers 10, du sagst, dass das steht. Aber für die sich haben Helden lassen, wird das undenkbare Herrlichkeit bedienen. Und den Tag, wenn Jesus kommen wird er von der Sünde geehrt und verherrlicht werden, die werden auch manchmal sein, weil die glauben, was wir ihnen predigen. Wenn wir das glauben, was Gott sein Wort uns sagen wird, wenn wir zu uns gepredigt werden und wir hören das, was Gott sein Wort sagt, dann können wir uns auch mit anteilen. Dann können wir auch sagen, wir werden auch manchmal sein, das ist die hier sagt. Und die werden auch manchmal sein. Und dann in 2. Korinther 4, Vers 17, da redet Paulus von, wenn wir hier noch ein Stück Lieden machen, da hast du wen da, wenn wir haben, was zu kommen, die Herrlichkeit, was an uns durch ein Wort werden soll. Und ich glaube, dass die Herrlichkeit, wo Paulus von reden hat, und erstens in Römer 8, Vers 18 sagt Paulus, für mich zu besennen, sind diese Lieden nicht wert, mit der Herrlichkeit zu vergleichen, die an uns durch ein Wort soll an uns offenbart werden. Und in 2. Korinther 4, Vers 17 sagt Paulus, uns schadet, was wir hier durchmerken müssen, als Berenz und Leid. Dort verschafft uns, was über alle Muten herrlich sein wird und für immer bleiben. So dort ist die Herrlichkeit, was für die Leute gemerkt ist, was an uns bleiben. Und dann in 1. Korinther 2, Vers 9 sagt es, über Jerusalem, was geschrieben steht, was kein Uhr gesehen hat und kein Uhr gehört hat, und woran kein Mensch gedacht hat, dort hat Gott für die Leute gemerkt, die am Gott sind. So, wenn wir Gott leben, dann sagen wir, okay, man, dort ist, was er für uns Leute gemerkt hat. Wir können uns vielleicht ein bisschen vorstellen, wo das noch mal was sein. Aber da habe ich keine Idee, wo das wirklich was sein. Das wird eine Überraschung sein, die beiden Städten, die Herrlichkeit und die andere Städte. Es ist eine Ewigkeit, wo wir noch mal alle sein. Eine undenkbare Herrlichkeit, aber für ewig verloren und von Gott getrennt sind. Es sind 2 Städten, wo wir als Menschen wollen, noch mal hinkommen. In 2. Timotheus 4, Vers 8 sagt Paulus, er spricht das, wo er zu Timotheus reden leiden, er spricht am Motto, dass er so standhaft bleiben an seinen Dienst. Und dann wieder sehr er, dass sein Leben wie meist eingekommen, dass sein Körper bald wird man abgegeben. Aber dann sagt er, dass er hat den golden Kampf gekämpft und er hat Glauben gehauen. Und dann in der 8. Vers sagt er, für Widerhand liegt für mich eine Gerechtigkeitskrone bereit, die der Herr, der gerechte Recht an mich und jeden Tag geben wird. Und dann sagte du aber, das tue nicht bloß ich,
über all die sich durch te freien, dat de Herr komen wordt. All die wat ik doe te freien, dat de Herr komen wordt. Zo vrij we ons doet, vreest die toe, dat de Herr wordt komen. Maar dan vragen we ons, wanneer we van hier en van Jezus in Wada komen. Met de meeste mensen, wanneer de vrouwen die in de hemel waren, die zijn zich ganz einig, sie sagen goed ja. Aber wenn die Frauen was in Jesus lehren, dann sie vielleicht nicht mal Antwort geben oder vielleicht warten sie vielleicht, dann weiten sie nicht näher. Und das ist doch nicht heint, wenn wir in den Himmel werden, weil dann soll wir nach dem Herrn Jesus Christus lehren, nicht? Und das sage ich in 1. Johannes 3, Vers 2 und 3, sage ich, liebe Freunde, wir sind nicht an Gott seine Kinder, dort erst über noch nicht für den Tag gekommen, was wir noch her sein wollen. Wir weiten über, wann er kommen wird, dann wo wir so sein, als er ist. Und wir wollen am so sein, als er ist. Und jeder, der seine Hoffnung auf Christus sagt, wird sich reinigen, so als er rein ist. So das zeigt uns, wenn wir hier in den Herrn lernen, dann wollen wir nur sein, dass wir rein sind. Jetzt, wenn wir nicht wissen, wo wir hin wollen, wenn wir nicht noch was lernen, dann merken wir uns Quästerreich reit. Das Mitte ist, wenn wir wo hinfahren, wir sind am Weg, und irgendwelchen Städten waren, wo wir hin wollen. In der Bibel sagt ein Sprecher, sagt, dass wir keine Vision hast für kommende Menschen. So wir haben was für uns, wo wir noch checken dann, was kommen ist, und das, wo wir noch lernen. Und das wird uns merken, dass wir vor sind und dass wir uns reinmerken und reinmerken, dass wir rein sind für den Tag. Jetzt die Menschen, die über den Strang kommen, die den Strang von einer Building in der andere gebaut oder über einen Riefer, dann gehen sie da über. Und dann haben die einmal die Frage, was sie irgendwelche Angst haben, wenn sie da raufcheckten. Und der eine hat gesagt, check mich rauf. Er hat gesagt, er soll mal da dann checken, er hat sich durch den Stieren gemerkt. Und dazu hat er seine Übungen absagen, und das wird am Glück das vollbringen durch Übergehen. Und so soll er das mit uns leben. Jesus Christus soll wir uns dort feststellen, und dann wollen wir uns reinmerken, dann wollen wir uns immer reinholen, und dann wollen wir nicht so leicht immer irgendwo zu Fall kommen. Wenn unsere Früher nochmal wegfahren, dann von der Weg 2, und die Zeit dann nicht nur der Camp, wenn sie sagen, hier kommen, dann fangen wir sehr an zu lernen. Und dann fangen wir an, hier an Reden zu merken. Wenn die Tag ist nur der Camp, wenn wir uns vielleicht nicht fertig besorgen dann. Aber dann merken wir alles sehr von Reden und lernen, das soll kommen. Und so soll wir, so eine Anstellung soll wir kennen für unseren Herrn. Wir sollen immer sein, dass uns Haus, uns Gott rein ist, dass wir wollen, dass das Gott rein sein, dass wir wollen rein sein, wenn er kommt. Und das sagt hier in 1. Johannes 2, dass wenn wir unsere Hoffnung auf Christus sagen, dann wollen wir uns reinigen, so dass er rein ist. Aber das zeigt, wenn Jesus weiterkommt, das erste Mal können die Sünder ihre Sünden wegzunehmen. Die können sein Leben zu geben, für die Sünder ihre Sünden zu vergeben, die wegzunehmen. Und wenn er weiterkommt, dann wird er nicht kommen, am Sünder ihre Sünden wegzunehmen. Das sagt in Hebräer 9, Vers 28, sagt Paulus, so wird Christus einmal geopfert, um viele Menschen ihre Sünden wegzunehmen. Bis sie ein zweites Mal kommen, wird er nicht wegen Sünden wegnehmen kommen, aber am Seite raten, die noch am Lehren. So lehren wir noch, wenn wir noch lehren, er wird alle kommen raten, die wird dann am Lehren. So, wenn wir das Leben haben, haben wir danach welche Rat. Wir sind die Rat, aber wir haben noch nicht die volle Ratung. Wenn Jesus Christus wird kommen, dann wird er uns die volle Ratung geben. Das sage ich in 2. Korinther 4, Vers 5.
dat Gott hat uns voor zijn eerste jaar voor zijn aantoeling. So, wenn hij wat Wada kommt, dann wird er uns raten, dann sind wir frei. Dann wird er uns einen verstoffenen Körper verändern, einen neuen Körper geben. Dann sind wir frei. Dann sind wir frei von Sinn, da wollen wir nicht mehr sündigen. Und das ist ein Ding, wo wir immer mit kämpfen, dann wir wollen versagt. Aber dann wird er uns raten dürfen, dann sind wir frei für immer. So dat is wat Jezus wat doen wanneer hij, ik denk wat Jezus wat doen wanneer hij waarheid komt. Die met te nemen en die te belonen wat zijn voeder zijn willen doen. Maar dan wordt hij nach Koomen die te strafen wat niet aan hem blijven doen. In 2 Thessalonicher 1 vers 8, 9 zegt dat dan worden die gestraft worden die van God niet weten willen in het evangelium van Herrn Jezus nicht horchen wollen. Ihre Struf ist ewig verloren zu gehen und von Gott getrennt zu sein, wie weit von Gott seine Herrlichkeit und Macht. So, er wird kommen, die zu strafen, wird nicht an ihm bleiben dann. In Römer 2, Vers 8 und 9, so sagt er auch, Römer 2, Vers 8 und 9. Wer bei ihnen sinnig en Musik tegen de waarheid is, en dat met de waarheid houden dat, den wordt God en zijn oor strafen. So zijn twee steden, twee dingen wat Jezus wordt doen. En wie kunnen ons wählen wat we willen. En wanneer ik dan denk aan de negende vers, wo dat redt van Gott getrennt zijn voor immer, dan denk ik aan de geschichte van den armen, van den rijken man en Lazarus, wat we in Lukas 16 lezen kunnen. Da wie das arme Lazarus en das rijke man. En als die beide gestorben waren, werden sie beide begraven. En aan de ene wie een hel, en de andere wie een hemel. Über seine Schuld sagt das. Und dann sagt er, an der 26. Vers, der rijke man, der sprach Abraham, dass er soll Lazarus lassen kommen, in den Finger an Wuat und dass er seine Zunge aufteilen. Und dann sagt er, an der 26. Vers, in Lukas 16, Vers 26, sagt Abraham, im Buben erst zwischen uns in Jünd ein Deiper aufgerannt, so dass es allmählich ist für dich von hier dort hand zu kommen. Und auch für dich von dort hier hand zu kommen. So dass es allmählich. Und das rijke man, die wir in zien zijn, ganz die war, dass das die steht, wie wo er wird für immer sein. Mit zwei Pracher Abraham, er soll dann Lazarus gehen, die seine Brüder schicken, die zu hören und dass die nicht auch gut durchkommen. Und das ist nicht möglich. Er sagt, die kann nicht von hier dorthin kommen und die kann nicht von hier dorthin. So, das ist unmöglich. Die aufgrund, du kannst keiner nicht hören, das ist vorbei, das ist zu laut. Die Entscheidung, was wir hier in das Leben merken, wo wir wollen sein. Nur hier, wo wir hinkommen, dazu wir wollen sein für immer. Und wenn ich denke an den Aufgrund von der ersten Tag, von der Leben an die Genudenzeit, dass Jesus Christus in Tritt, der riecht über den Aufgrund. So dort habe ich übergehen von dieser Seite in die Jahrenzeit, von dort zum Leben. Das ist der einzige Weg, wo über den Aufgrund geht über zu kommen. Das sagt in Johannes 4, Vers 24, sagt Jesus selbst, wer meine Wert hat, wer meine Wert hielt, und an den bleibt, der mir gesagt hat, wird nicht an die Reich kommen, aber es von dort zum Leben gekommen. Und dann sagt er auch wieder in der Offenbarung
20 vers 10 sagt dat in de beide vriend, en die aan verleid wordt een vier en vrevel zijn aangesmeten. Hoe dat hier in de leerjes profeet waren, en die worden dag en nacht van eeuwigheid tot eeuwigheid getweeld worden. Geen eind. Dan moet men eens vielleicht denken, nee, dat zeg je, dit is de vriend en de leerjesprofeet wat door en vier zijn aangesmeten worden zijn. Moet men vielleicht denken, nou, dat kun je dan vielleicht ook niet verantwoorden, aber wenn wir wieder checken, dann nach dem 20 vers 15, du sagst, das ist das. Sag ich, und wenn irgendwem sie noemen, nicht ein Lebensbuch geschrieben stand, wird er im Viersei geschmeten. So steht ihnen, noemen an der Lebensbuch geschrieben, nicht an der Kirche. Dort ist Gott an der Kirche angeschrieben sein, aber dort merkt uns nicht seilig. Wie wir uns noemen, moet aan het levensbeeld neergeschreven zijn. En dus ik zeg dat nu leven we nog aan de genodentijd, en dat triet, dat draagt ons de eeuwig. Jezus zei in Johannes 14 vers 6, dat ik zie de idee en de waarheid en het leven. Keiner komt in de voeder buiten durch mij. So dat zijn de twee dingen wat Jezus wat doen. Die te belonen wat en te raden wat aan hem blijven, en die te straffen wat niet aan hem blijven. En dan is de vraag wanneer wordt Jezus komen. Want keiner weet krijgt wanneer hij wordt komen. Er zijn nog veel mensen die gaan doetens die zeggen, maar die zijn nog alle aardig geweest. En die worden allemaal alle aardig zijn. Maar toch heeft Jezus dan die beste dingen gezegd, dat wo und wie kann sein, dass die Zeit nur kommt. Und ein Teil von den Dingen, glaube ich, kann von der sehr klar sein, was Jesus sagen hat, wo und wie es werden sein, dass die Zeit dich bei ist, oder für dich ist, das sei wie in unserer Lebenszeit. In Matthäus 24, Vers 36, du sagst Jesus, wir wollen nahe die Tag, oder die Stirn sein wird, weit keiner. Nicht einmal der Engel im Himmel, auch nicht die Sehen, dort weit bloß die Fuder. Aber Jesus hat uns in Matthäus 24, Vers 4, durch 7 und 12 und 14, sagt er, und was wird es sein kann, dass die dich bei ist, dass er wird weiterkommen. Matthäus 24, Vers 4, sagt, in Jesus sagt er, pass ab, dass dich keiner verleiden wird. Willst du werden in meinen Namen, willst du werden viele an meinen Namen kommen und sagen, ich sehe Christus, und die werden viele verleiden. Und die werden von Trech und Tries Geschlecht hören, aber du wirst sie nicht so abgerecht. Willst das mal alle passieren, aber das eine ist noch nicht hier. Willst einfach, was die in der andere abstunden, und einteilig regt die in der andere. Und du waren auf verschiedenen Städten Pestilenz, Hungersnot und Erdbeben sein. In einer 12. Vers sagt er, und willst die Gottlosigkeit, was überhand nehmen, was die Leib an viele Menschen kalt werden. In der 14. Vers sagt er, in das Evangelium von Gott sein Reich wird in die ganze Welt gepredigt werden, sodass alle Völker das hören, und dann wird das einkommen. Wenn wir an Trech denken, dass das gesagt wird, wir werden hier von Trech und Trechschreck. Du sind al 2 Weltkriege gewesen in den letzten 100 Jahren. Und von da aus der Zweite Weltkrieg erst, das haben wir geredet von Trech. Viele Länder, die schaffen dort, dass sie auch die Kirchbaumen merken.
So die Gefahr van terecht, die wordt alle dagen geraten. In weens terecht, zoveel terecht als du weens, dan ook veel pestilence, like krankheden, hongersnood, sehr veel hongersnood als die komen durch den terecht. Dat wordt gezegd in Afrika in de 1980 jaren, er waren ongeveer 450 miljoen mensen wat hungeren lijden. En 40 miljoen van die wat sogar sterven lijden. In einigen jaren ook zoveel als 50 miljoen dit jaar wat sterven lijden. En dat is een andere tijd, wat dit passieren dat. En dat is wat Jezus zei, dat wanneer we deze dingen worden zijn, dan kan we weten dat hij dicht aan de deur is. En dat zeg ik weer dat er wordt een tijd komen, waar er waren mensen opstonden, die waren zich 40 jaar christen te zijn. En die waren sogar zeggen dat de Heer Jezus de Heer is, waar die waren dingen leren wat jij in de Bijbel deed. En dat is ook een ding wat we van deren zijn. Er zijn mensen die gaan binnennemen, die namen zich christen, maar die leren dingen wat niet stemt met de Bijbel. En zijn over Jezus Christus als de Heer en dat zij ware geboren zijn. En stemt aber niet wat ze leren, wat de Bijbel zeggen dat. En vele dingen, zeer veel mensen zijn in dit geval van der ons vandaag ben. En dat is mir zeer wichtig, want ik doe denken, van dat redt van verleden. Er waren falsche profeten gekomen en de mensen wat verleid worden. Dat is mir besonders wichtig, wanneer ik aan onze eigen mensen denken. Ik moet niet iedereen te kritiseren, maar wanneer we nicht dann die Schrift lesen, wenn die Menschen nicht dann die Schrift lesen und sich einfach an Gott sehen gut, weil dann weten sie gleich, was die Wahrheit ist. Und dann, wenn wir mit der Wahrheit ankämpfen, weil sie weten nicht, was das die Wahrheit ist oder nicht, und du wenn sie nicht weten, weil dann werden sie da bloß zu ziehen, und dann bloß bleiben wie dort, was sie einmal gelehrt haben. Und das wird fertig dann gesagt wird, und die bloß werden wie dort bleiben, was die gelehrt haben, dort wird die noch mal zurück. In der Bibel sagt aber, wenn die nicht von denen geboren sind, dann wollen die in das Reich Gottes nicht hineinkommen. So, wo nehmen wir das nu, wenn das redet von Verleden? Die Bibel sagt, wenn die nicht von denen geboren werden, dann wollen die nicht in das Gottesreich hineinkommen. Und der Mensch sagt, wenn du was mit ableben, was du gelehrt hast, dort wird die nach Monteri. Wo stimmt das? Wo habe ich dir bei Tipp sagen? Und das redet von Verleden. Du wirst sehen, dann denke ich fertig an die einen Menschen. Das sagt Markus 7, Vers 8, Vers 7 und 8, sagt Jesus, sei deinen mich verjährt, will sie lehren selbst nicht aus Menschen Verschriften. Sagt je haben Gott seine Geboten verloren, um Menschen Verschriften zu holen. Und das wird was passieren, wenn wir nicht dort gehen, was wir uns abmerken tun, in der Bibel, weil dann fangen wir dort an der Zeit zu leiden, dann gehen wir bloß tun und schauen bloß dort zu holen, was die Verschriften, die ältesten Verschriften dann sein tun. Und das ist mir sehr wichtig, wenn ich daran denke, dass viele Menschen, die werden verletzt. Und wenn sie nicht einmal an der Schrift, dann können sie einfach nicht weiten. Wenn du wirklich hast, na, was ist das dann nicht? Ich weiß einen sehr Termin, aber ich weiß nicht. Wenn ich die Schrift nicht kann, dann will ich bloß bleiben, wo ich sein. Weil das ist das Safeste, ich glaube, das ist das Safeste für uns zu tun. Und dann die Gottlosigkeit, wo das Reden nicht von der Einreichtigkeit, was wir Hand nehmen. Und dort sei wir, dass die Einreichtigkeit auch sehr übergenommen hat. Und dass dadurch viele auch dann kalt geworden und von Glauben aufgefallen sind.
En dan het 14e vers. En er zijn 3 dingen waar ik besonders van denk, dat wat ons zeer klopt erop aanwijzen dat we dichtbij zijn, nu Jezus in Wada komt. Dat is die 14e vers, waar het zegt, in het evangelium van God zijn rijk, wordt in de ganze wereld gepredigt worden. En dat is een ding waar ik aan denken, dat we weer checken, dat evangelium wordt vandaag gepredigt, dus nog helemaal verheerend als je was. Über internet, radio, television, wo wir reisen können von der und vandaag, die können hostig irgendwo op de wereld aanvoeren. En dat evangelium, dat wordt gepredigt, is dat nog niet gepredigt worden is. En dat zegt dan waar het eind komt. En dat is een bijzonder ding waar ik aan denk, dat de tijd is dichtbij. Een ander ding waar ik aan denk, dat we Daniel zei dat in Daniel 12 vers 4, dat in de laatste deel waren die mensen zeer klug worden. Die waren han en her aan en zeten, om meer te weten. En wie zijn er in onze tijd, in de laatste 100 jaar, also sogar in de laatste 20 jaar, die technology wil dat toenemen dat, en dat is te verstaan wat mensen al alles kunnen merken. Het werkt niet te geloven, hoe klug die mensen al zijn. En ik geloof dat wijst erop aan dat is de laatste tijd is. Dat is wat Daniel zei, dat in de laatste deel waren die mensen zeer veel weten, zeer klug worden. Nou, het andere ding wat waar ik aan denk dat het is, hoe het in de Bijbel van reden dat redt in Jesaja, ook in Ezekiel, ook in Jeremia, zegt God dat in de laatste tijd wat God de Juden waar het terug naar Israël brengt. En dat is ook een ding wat we zijn door veel terug wat in de wereld al je was, door de Tweede Weltkrieg en ook weer dat vele Juden zijn zeer vervolgd worden en doordat zijn die gedreven terug naar Israël te voeren. En dat zegt er zijn al miljoenen mensen, Juden, wat terug naar Israël gekomen zijn. En in schrift 3 lees ik hoe dat, wanneer het zou toenemen, dan wordt het ook niet zeer lang duren, dan werden alle Juden terug in Israël. En dat is een teken dat we in de laatste tijd zijn. En God zegt dat hij wordt in de laatste tijd die terug door hem brengt. Maar wir nicht gleich weten wanneer die dag komen wordt. We kunnen dag met weten zijn dat die tijd dichtbij is. We hebben dan in een Wada man en we waren bij het Wada weten en dan eerst helpen we nu en dan zeggen we, ja, die weten dat niet nou. So, waarom helpen we dan nog niet? Want wir sagen, die weten dat niet nou. En dat is ook zo, ze weten niet, ze kunnen er nur leren en posten dat Wada beobachten, waar het eten zijn, waar het wat hangen en zo wieder. En die zeggen ja, die weten dat niet. Maar ze dan niet krijgt weten, aber dag hard wie doen. En dat is met dit krijgt zo. Er wordt veel gezegd wat passeren wordt. En mensen hebben nog veel zich uitgevonden en uitgerekend hoe dingen worden passeren en wanneer en al dit. Aber dag weten ze dat niet hebben. En wie zullen we eigenlijk dat we alles uitschrijven? Wie zullen ons sluiten worden van dat? Niet proberen den Doden uit te vinden wanneer er wat passeren, aber dat aannemen. En dat geloven dat die tijd dichtbij is. Dat moet we weer doen. En Paulus zegt de Thessalonicher in 1 Thessalonicher 4 vers 4, zegt hij, über je Brüder, sind nicht von die am diensten leben, dat jede dag als een Steller überfallen kann. So, wenn wir reich sind, zu aller Zeit, dann wird onze dag nicht auf das verkommen. Dus dat van die, wat voor die zijn die er niet recht zijn, voor die wordt het afgehaast zijn. En Jezus zegt ook in Lucas 12 vers 40, zegt Jezus, die zullen ook recht zijn.
Willst die Menschen sehen Champ an eine Zeit, wann die nicht damit rechnen. Und wir haben auch das Vergleichnis von Jesus selbst in Matthäus 24 von den 10 Jungfrauen, wo die 5 Glücke waren und die 5 die hatten alle mitgenommen und die 5 hatten nicht alle mitgenommen und die alle bediente yes. So, das kann wieder dann sein, das wird Jesus uns lehren, dass wir sollen reich sein. Wenn wir nach Wahlen schön gehen, alle gehen, wenn Jesus was hier was kommen, dann wird uns das nicht hinkriegen. Das ist das, was wir reich haben. Wenn wir das nicht wollen reich haben, dann wollen wir kriegt das Desse. Da ging dann noch schön haben, wollen sich alle halten, und was sie dann trinken können, dann wieder der Tau. Und kriegt sie, wo das mit uns sein. Bis dann ist es noch nicht Zeit. Bis das sagt, das wird alle in Augenblick passieren. So wie viel Zeit haben wir in einem Augenblick? Deswegen ist es wichtig, dass wir zu aller Zeit reich sind. All die, wat waren reich zijn, die waren met Jesus metgenomen worden, want hij wordt komen. All die, wat God in Jes haben, sagt dat. All die, wat Jesus in de Tier haben, die waren metgenomen worden. Wie God die helpt ons een nieuwe treed hier. En die, wat ze in Jes haben, die waren metgenomen worden. Dus ik eerst al zei dat God heeft ons in Jes als een aantoeling gegeven. En wanneer hij komen wordt, dan wordt hij die raden, die ze in Jes hebben. En de Bijbel zegt ons dat den Jes, al die in Jes hebben, die doen vrij doen. En dat is meidig dat we dat weten kunnen als we reich zijn. We kunnen dat weten, was wir in Jes haben, als wir reich sind, wie es die Westen, der uns das sagen. Die Menschen sagen, ja, wir können das nicht weten, als wir reich sind. Aber doch, sie selbst stunden dazu, dass sie sind nicht reich. So dass die Westen sagen, sie sind nicht reich, und dann ist das doch auch sehr klar, dass sie nicht reich sind. Aber die Bibel sagt uns, dass wir können das weten, dass wir reich sind. Und dann muss ich vielleicht fragen, wo wir uns reich machen dazu. Und das ist nicht so sehr schwer zu verstehen. Gott hat alles getan, was er tun kann, dass wir nicht darin verloren gehen. Und wenn wir uns vertrauen auf Jesus Christus sagen, dann rat Gott uns. Und das sagt in Johannes 7, Vers 37, sagt Jesus, wer durstig ist, den lade ich an, nur mitzukommen und zu trinken. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus, ich schlug für dir und klapp an. Wenn wir meine Stimme hielt und dir aufmerkt, bei denen, wo ich nennen und mit ihm zu eten und heim mit mir. Wenn du deine dir aufmerkst, wenn du Gott seine Stimme hören lässt und du merkst dir auf, oder anders gesagt, die bekennst, dass du ein Sünder bist, die bestehst dazu, dass du ein Sünder bist, damit merkst du dir auf für Gott. Und das sage ich, dann wird hineinkommen, und das sage ich wieder, dass das Leben ist an den Sehen. Und wer den Sehen hat, hat das ewige Leben. So heißt ich, wer dir aufmerkt, bei denen, wo ich hineinkomme, und dann habe ich das Leben. Die deren war ich dann Apostelgeschichte, saß hier in Vers 30 und 31, was Paulus und Silas, die wir festgenommen, dass das übelnde, ich weiß, wie es die deren aneinander aufbieren. Dann fragte es deren war ich da, die Paulus und Silas, fragte, lieber Herren, was mag ich tun, dass ich selig war? Und sie sagten zu ihm, bleib an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du in deine Familie selig werden. So bleib an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du selig werden. Und das ist das erste Ding, dass wir machen das tun, dass wir Sünder sind. Wenn du sagst, dass wir sind alle Sünder, und das ist das ganz Wichtigste für uns Menschen, dass wir das tun, dass wir Sünder sind. Aber wenn wir das tun, dann merken wir dir auf,
en dan komt God naar en dan merkt hij alles niet. En dat is de enige weg waar we kunnen naar God komen. Dus dat zegt in Römer 9, vers 10 en 13. Dat zegt in Römer 10, vers 9. Wenn du mit dem Middel Jesus als Herrn bekennst und glaubst, dass Gott am von Tod abgewirkt hat, wirst du selig. Wer von Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Middel bekennt, wird selig. Und 13. Vers sagte, wer immer den Herrn anrufen wird, der wird selig. Und so ist es gesehen, dass Jesus sagt, er wird hineinkommen, wenn wir an die Tür aufmerken dann. Und in Johannes 4, Vers 1. Johannes 4, Vers 11 sagt, dass Gott hat gesagt, dass er uns ewiges Leben gegeben hat. Und das Leben ist an seinen Sehen. Und auch in Johannes im 1. Kapitel sagt, dass Jesus kam in die Welt nennt und dass er leben wird. Das ist an mir als Leben. So, und hier sagt das Leben ist an den Sehen. Und dann in 1. Johannes 4, Vers 12 und 13 sagt, wer den Sehen hat, hat das Leben. Wer den Sehen hat nicht das Leben. Und dann in den 13. Vers sagt das habe ich geschrieben, dass die das weiten, dass die das ewige Leben haben. So, dann können wir das weiten. Und das sage ich in Römer 8, dass uns das, als sei zu Gott sind, dass wir seine Kinder sind. So, das erste ist, wir müssen tauschen, dass wir Sünder sind. Gott an uns Wort anluden. Und dann wird hineinkommen, dann darf er uns das Leben, dann darf er uns seinen Geist. Und dann weit wir dort, dann wird der Geist uns das weiten luden, dass wir seine Kinder sind. Und dann haben wir den Frieden, und dann haben wir die Sicherheit, dass unsere Sünden vergeben sind. Und das ist der Schein. Und dann sind wir reich. Dann sind wir reich, Gott zu begehen, wenn er wird weiterkommen. Und das ist mein Wunsch, dass wir reich sein. Und nicht bloß dort. Gott hat uns geraten, zum Gott tun. Und unsere Verantwortung ist, dass wir hier wollen leben und dass wir wollen andere Menschen auch sein, was zu bringen, dass sie zur Wahrheit kommen. Jetzt an die Tag, oder wir persönlich, uns nicht nur bemühen, dann an die verlorenen Sünder, an die Menschen, die verloren sind, dann sind wir nicht in Gott sein wollen. Gott will nicht, dass irgendwer soll verloren gehen. Und wir hören das letzte Sinn auch, dass wir sind Gott seine Vertreter. Und wir hören auch, dass letzte Sinn auch, dass Gott hat uns gewählt, er hat die Welt in Grund gelegt, dass wir so uns selig werden. Und das ist möglich. Und das können wir bloß durch den Glauben annehmen. Und das ist der Schein. Und dann ist all das, die Herrlichkeit, wo Jesus von reden darf. Wo kein Trieren mehr wird sein, keine Riechen, keine Sackerkrankheit. Kein Trieren, kein Storm mehr wird sein. So wird entscheiden sein für immer und immer. So sind zwei Städten. Und das ist wichtig. Und das ist gut, wenn wir uns an Eiben tun und wir uns, das Paulus hat gesagt, wir uns Mutter sprechen, mit Jesus in Wada kommen. Jetzt dann sei wir noch, dass wir rein sind. Und das ist ein Ding, wo wir alle Tage mit schaffen. Solange wir hier in dieser Welt sind, dann wollen wir uns anschreien. Das Jesus hat der Petrus gesagt, dass er muss sich nach der Feit waschen. Want hij wil die waschen, aber die Feit waschen moeten wir uns nach alle Tag. Solange wir in das Leben leben, dann müssen wir uns reinholen und dort helpt uns, dass wir uns wollen reinholen. Und dann wollen wir ein Verlangen haben, rein zu sein, wenn Jesus kommen wird. Und ich will schließen mit 1. Thessalonicher 3, Vers 13. En ik denk wat, nu diep in harten denk wat ik weer hier de laatste zin in de Duitse aandacht zijn, dat viele Menschen, viele Christen, die wir nicht antragen. Und ich muss nicht wirklich selbst
sei auch ihr segnen sein, dass Wort mit mich stimmt. Wir als Christen, wie so antreibend sind für die Welt. Dass die Welt ein Verlangen trägt nach dort, was wir haben. Wie das sagt, dass wir spiegeln Gott seine Herrlichkeit hier in dieser Welt. Und dann der letzte, 1. Thessalonicher 3, Vers 13, die Vers mit den Luten, wo das sagt, möcht ihr innerlich stark werden, in die herrlich und rein für Gott unseren Vater stunden, wann uns Herr Jesus Christus mit all seinen Engeln kommen wird. Lassen wir noch beten. Herr Gott, wir kommen vor den Heiligen und die Zeichen von den Vermehrungen, wir danken dir für den Wort, Herr, dass wir den Wort haben. Wir danken dir, dass du alles hast recht gemerkt. Wir danken dir, dass du uns gelebt hast, dass wir nach Sünder wären, dass wir kein das ewige Leben haben. Und wir danken dir, dass du das so verschaffen hast, dass wir uns das nicht verdienen können. Und wir danken dir, dass wir den Wort haben und der Sprache, was wir lesen und verstehen können. Und Herr, wir danken und loben dir und preisen dir. Für Gott die Best und für was du uns für uns recht gemerkt hast. Und Herr, ich bete, dass du uns helfen, dass wir würden sein, dass wir zu aller Zeit wollen recht sein, Herr. Und Herr, ich bete, dass du uns helfen, dass wir unser Leben, dass du die Fallen lässt, dass du uns brücken kannst, dass du nach kannst viele Söhne zu der Gemeinde tun, was du seilig wollen, Herr. Herr, help uns, wo immer wir sind, dass wir wollen auf seinen Weg leben, dass wir wollen antreibend sein, dass wir wollen einen Unterschied merken, wo immer wir sind, dass Menschen wollen sein, dass die Menschen die Herrlichkeit an uns sein wollen und dass die wollen durch Frauen, was die Hoffnung ist, die an uns ist, Herr. Herr, wir danken dir, dass die wissen, wir uns Gemeinschaft haben, und wo die uns dort haben lässt und dass die uns den Glauben, ja, und die zu glauben. Und Herr, ich bete, musst du mit jedem einsam von hier, wenn du irgendwas, was nicht die Sicherheit hast, Herr, ich bete, dass die auch dadurch die Genug geben, wenn sie die Stimme, die hier haben, dass sie würden die aufmerken und die Leute dann kommen, Herr. Herr, ich möchte auch das Petrus sagen, dass nicht einer was verloren wurde. Das ist den Willen, dass wir alle sagen, gerat werden und Herr, help uns, dass wir wirklich einen Unterschied merken in uns Leben, dass noch viele Menschen gerat werden, Herr. In Jesus Namen berichtet. Amen.